Vielen Dank für euer Erscheinen, meine lieben Laguskönige. Es ist Jahrzehnte her, dass sie uns alle an einem Ort versammelt haben. Ich möchte euch König Diginsea von Guldur danken, der diese Zusammenkunft in kürzer Zeit arrangiert hat. Das ist doch nicht der Rede wert, König Hingis. Meine Könige und Landsleute, hört meine Worte. Wie ihr ohne Zweifel bereits vernommen habt, ist Dane in Crimea eingefallen und hält es besetzt. Sicher, Crimea ist eine Nation der Beorg. Aber seit diese Nation existiert, bemüht sie sich auf jede Weise, die Lagus mit Würde und Respekt zu behandeln. Dies gilt besonders für die Zeit der letzten 30 Jahre, in denen der gute König Ramon die Regentschaft führte. In dieser Ära haben Galia und Crimea viele ehrgeizige kulturelle Projekte ins Leben gerufen, um unser Volk einander näher zu bringen. Nur einer hat unsere Bemühungen immer verschmäht. Der König von Dane, Ashnard. Warum er aber den momentanen Weg eingeschlagen hat, das weiß ich auch nicht. Ashnards Handlungen sind ungeheuerlich. Sein Heer hat alle Gebiete Crimeas in Waffen gezwungen. Das Volk lebt in Angst und Schrecken. Sein König ist tot. Und nun setzen die Ideen ihren zerstörerischen Marsch fort und überschreiten die Grenzen ins Territorium der Lagus. Sie marschieren in Galia ein. Und das geschieht, o König der Raubkatzen, weil euer Land die Weiße des Königs von Crimea aufgenommen hat, nicht wahr? Ja, diese Rechtfertigung werden auch sie einführen. Die Prinzessin von Crimea findet sie gar nicht mehr in Galia, aber recht? Eure Spione leisten gute Arbeit, wie immer, König Tiban von Phoenixis. Ihr habt recht, die Prinzessin ist nach Betschnien abgereist. Ich weiß nur, als sie einem Schiff zu Hilfe eilte, auf welchem sich die Hohepriesterin von Betschnien befand. Ah, Prinzessin Alicia befindet sich also in Sicherheit in Kontakt mit dem Imperium Betschnien. Das erleichtert mein schweres Herz ein wenig. Ich denke nicht, dass die Dänen bereits Informationen besitzen. Der bekannteste Prinzessin von Crimea in Betschnien Zuflucht gefunden hat, würden die Dänen die Invasion von Galia vielleicht beenden. Eure Information ist veraltet, König der Falken. Haben eure viel gerühmten scharfen Augen etwa nachgelassen? Sind eure scharfen Ohren womöglich nicht mit Wachs verstopft? Habt ihr uns etwas zu sagen? Würdet ihr uns bitte eine Erklärung geben, König von Kilvas? Prinzessin Alicia hat Crimea nur mit viel Glück Leben verlassen können und ist dann nach Galia geflohen. Und ein gewisser König der Biester dort, einer, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatte, hat beschlossen, ihr nicht zu helfen. Sie wussten, kein Zufluchtsort, und so brachen die Priesterinnen ihr Gefolge 2 Monate auf dem Meer. Erst wenigen Tagen ist sie in Betschnien eingetroffen. Dane weiß dies alles genauso wie ich es tue, und der König hat einen Trupp Jäger zusammengestellt, um aus dem Mädchen eine Leiche zu machen. Und das, liebe Könige, sind die neuesten Nachrichten. Zumindest ist das mein letzter erbärmlicher Wissensstand. Dane weiß, dass die Prinzessin sich in Betschnien aufhält. König Naesela, wie kommt es, dass ihr im Besitz solcher Informationen seid? Nun, da gibt's keinen Trick. Ich spitze auf meine Ohren, ich drehe mich in die richtige Richtung. Ihr wollt euch glauben lassen, dass der Wind doch dies einfach dazu getragen hat? Das ist eine höchst seltsame Geschichte. Naesela. Findet ihr wirklich? Nun, ich kenne da schon einen Trick, um an Informationen zu kommen. Vielleicht können wir doch teilen? Wenn menschliches Gewürm involviert ist, passe ich. Wir haben mit Sicherheit nicht meinen Stolz als Lagus vergessen. Ja, ist nicht typisch für Phoenix, sich an die verwitterten Überreste des Stolzes zu klammern. Statt zu verkünden, dass ihr niemand angreift, außer Schiffe aus Betschnien, sollt ihr lieber zugeben, dass ihr zum Meer auch nicht in der Lage seid. Was habt ihr da? Ihr werdet sofort aufhören damit. König Naesela von Kilvas, eure letzten Vorgehensweise kann eine Tat als übertrieben definiert werden. Schwarzer Drachkönig von Guldur, was meint denn über mein Vorgehenswissen? Bitte erleuchtet mich. Dann darf ich euch erinnern, dass ein Schiff der Beorg, welches ihr angegriffen habt, sich in Phoenixis Gewässern befunden hat. Im Territorium von Guldur gestrandet ist. Naesela, ihr Lügner! Ihr habt schon wieder versucht, euch in mein Gebiet einzuschleichen, gebt es zu! Mein Sohn, Kurt Naga, hat mir berichtet, dass eine Beorg, die der Prinzessin von Crimea ähnlich sah, sich an Bord dieses Schiffes befand. Das ist wahr. Was? König Naesela, ihr... Seid doch nicht so überrascht, ihr habt nicht die Absicht, auf ewig eine winzig kleine Insel zu regieren. Ich werde dafür sorgen, dass der Name Kilvas unvergessen bleibt und dafür reicht kein Geld aus. Lagus oder Beorg, mir egal, wenn die Bezahlung stimmt, gibt es nichts, was ich nicht tun würde. Mich interessiert euer Ehrgeiz nicht, aber ihr sollt eure Praktiken mit etwas mehr Umsicht wählen. Worin liegt der Vorteil, euer Herrschaftsgebiet zu vergrößern, wenn ihr an jeder Grenze Feinde vorfindet? Für den Moment werde ich mir eure Worte zu Herzen nehmen. Und auch ihr, König von Phoenix. Zu was wird eure Piraterie führen, wenn ihr damit den Zorn Betschniens auf euch zieht? Wenn ihr auf diesem Weg weiterschreitet, ist es nicht abzusehen, wann die Feindseligkeiten enden werden.
Wir verfolgen Betsy nicht für das Abschlachten unserer Brüder, dem Clan der Serenus entschuldigt hat, wird auch nicht damit aufhören. Prinz Raisin von Serenus seid der gleichen Ansicht. Diese Menschen haben den Wald von Serenus in Brand gesetzt und mein Volk getötet. Egal wie viel menschliches Blut vergossen wird, mein Verlangen nach Rache wird damit nicht gestillt. Im Namen der Geschwister, im Namen der Untertanen verlange ich Gerechtigkeit. Ich bin nicht einmal in der Lage, meinen schwerkranken Vater zurück nach Hause in den Wald zu bringen. Ich bin kein Soldat, ich kenne mich mit Krieg nicht aus, daher verlasse ich mich ganz auf König Tiban. Ich bin ihm sehr dankbar und ich wünsche nicht, dass er aufhört, bevor Betsy für alles bezahlt hat. Blutvergießen führt zu Blutvergießen und Gewalt zieht immer Gewalt nach sich und nichts anderes. Rache ist ein anderes Name für Mord. Und ihr, König von Gallia, was werdet ihr für eure Heimat tun? Nun, da Visas Dane so eine Armee nach Gallia schickt und dies nur ein weiterer Schritt in diesem Kriegsspiel ist, was werdet ihr tun? Solange sie uns nicht offiziell den Krieg erklärt haben, warten wir aber und beobachten die Situation. Wenn das der Schritt dazu ist, das menschliche Gewürm auszurotten, wird Phoenix auch helfen, die Dane niederzuschlagen. Nein, solange es sich nicht zu einem Krieg aufwächst, der eine Nation betrifft, verlange ich von euch Zurückhaltung. Gallia wird durch das Meer der Bäume geschützt, daher können wir die Angriffe der Dänen abwehren. Der Luxus einer großen Nation. Er wird die Chance, euer Territorium zu erweitern, ungenutzt lassen, nur um den Status quo zu halten? Traurig. Ich stimme dem König von Gallia zu. Würden wir Lagusen-Allianz gegen die Dänen bilden, würden wir Betschnien die Seite von Dänen treiben und einen wertvollen Verbündeten verlieren. Das Feuer des Krieges wird nie zufällig entfacht. Zuallererst müssen wir an Lerans Medaillon denken. Wir wissen nicht, wo es sich befindet, aber es existiert. Das wissen wir. Solange es existiert, können wir nicht zulassen, dass alle unsere Nationen in einen Krieg hineingezogen werden. Versteht ihr das, König Lagus? Ich bitte euch, dies nicht zu vergessen. Hilfe. Was ist denn das gerade? Scheimkleister. Muss ich 2 Parts ausmachen, wa? Egal, Kapitel 14 ist beendet und bitte jetzt ein bisschen weniger Quatsch, ja? Ich kann langsam nicht mehr. Kapitel 15, wilde Tiere. Ja, die Schlacht in Lagus geht weiter. Ach du Scheimkleister. Schloss Kilvas. Das der Raben war. Oh, das ist der junge Prinz von Serenus. Willkommen, willkommen, willkommen. Ja, Luchi, ihr seht gut aus. Und ich fühle mich auch so, seid gedankt. Dieser alte Rabe ist rüstig wie immer. Aber sagt, wie geht es eurem Vater, König Durazi? So wie immer. Seit jedem schrecklichen Tag hat er das Bett kaum verlassen. Er steht immer seltener auf. Das überrascht mich nicht. Innerhalb weniger Tage hat er seine Familie, seine Freunde, fast sein ganzes Volk, fast alles verloren. Ja. Noch sind wir reich gesegnet, dass ihr nach unter uns weilt. Prinz Raisin, wenn es etwas gibt, was dieser alte Vogel einfach tun kann, er zögert nicht darum zu bitten. Vielen Dank. Ich schätze eure Sorge und Freundlichkeit. Tut mir leid, dass ihr euch haben warnen lassen, Raisin. Ja, Luch, ihr könnt im später noch mit der antiken Geschichten aus eurer Jugend aufhalten. Lass uns jetzt bitte allein. Ja, natürlich. Ich bin sicher, ihr habt viel zu bereden, viel zu sagen. Ich lasse euch sofort. Bitte, Prinz Raisin, fühlt euch ganz wie zu Hause. Hause. Ja, Luch, mal das Haus Serenus stets leiden. Also hört, dass der weise Prinz, der uns besuchen würde, konnte seine Freude kaum verbergen. So, Prinz, und erzähl, was los ist. Wir haben auch schon lange nicht mehr hier gesehen, sondern wir haben natürlich Neugier auf eure Beweggründe. Mann, Leute, sorry, aber kann nicht mehr. Müsst selber lesen. Puh. Was ist untergegangen? Das Verbinden. Anstellung. Nicht Tiban, der beschützt hat, als sie noch eine Schwester jung war. Feinde getrieben mit Menschen. Die Beziehung aufbauen, die wir jetzt 2 einst hatten. Nichts mehr zu sagen und tschüss. Das Land zu schützen. Dann getroffen mit der ein. Jo. Eure Majestät, gerade eben mit einem wunderschönen Wesen begegnet. Von den Anleger von den Sirens. Was sie nicht zu Wind ausgestorben. Wenn es so wäre. Ja, dann hatte ich schon so recht. Wunderbar, meine Augen haben mich nicht betrogen. Diese glanzvollen weißen Schwingen, diese wunderbare Haare glänzen wie aus Gold gemacht. Das ist schön in ihrer reinsten Form. Herzog Oliver, können wir uns bitten zum eigentlichen Anlass. Blablabla. Verdoppeln. Oh. Noch genau.
Au, au, au. Tempel von Menal. Meine Fragen geantwortet. Nicht wissen wann, aber ja. Fürchte aus war ein Lagus drin. Der König von Karl, der Prinz der Drachen, in das Netz, noch in das Netz und anders. Ja. Wer weiß. Ah, ich habe den Bericht über unseren letzten Kampf. So, Held so, 19 Gang Makalov, Einnahmen, Ausgaben, Konto, Kampfbonus, haben wir auch gekriegt, ganz geil. Das war's, entschuldige mich bitte, jo. Leute, ganz kurz, warte mal ganz kurz, in ein paar Sekunden gleich weiter. So, weiter geht's, so, eine Unterbrechung, aber man sieht mal diesen Affenhitze, das glaubt mir keine Sau. Okay, ja, man kann nochmal durchgehen, was wir alles ablegen können. Lagus Lanze, ich würde sie bei ihr gerne behalten und halt noch mehr trainieren, wa? Und sonst im Notfall halt mit Massier tauschen, weil sie kann sie bereits benutzen. So, den Lagus Bogen, den braucht sie auch nicht. Die gibt alles ab, da kann ich trainieren werde. Volken gegen John, Lette und Mordecai vielleicht auch wieder. Mal gucken, den Rest, naja, also vor allem ein bisschen noch auf Reserve war. Angst mal abgeben. So, was habe ich jetzt gerade noch zum Gucken? Ob Ike vielleicht, oh, der hat noch was. Ganz vergessen, so. Ein Langschwert, bringen Einheiten, ihr habt da schon das Königsschwert dafür. Eine Stahlklinge, wa? Muss auch immer das andere Teil nutzen. So, Handel. Was haben wir hier Schönes noch? Das sehen wir auch von Kapitel zu Kapitel anders. Kapitel haben wir keins. Okay. Nee, Entschuldigung, war gerade ein bisschen zu weit weg. Okay, hast du noch eins, aber ist kein Problem. Wurfball, aber vermutlich keins mehr im... Doch, eins habe ich noch, aber okay. Glanz kann eh keiner tragen, zumindest aktuell noch nicht. Vielleicht kommt hier noch einer. Wer weiß. So, ein Elfenwing kann auch nie schaden. Elfenwing, ja genau, weil den habe ich noch, genau. Erneuerung. Bis bald, Mann. Schmieden langsam mal, wa? Das Problem ist halt hier, man kann keine aktuellen Waffen schmieden, sondern halt nur neue. Wurf, Eisen, Stahl, noch keine Silber, nix, schlank. Wir haben einen Wurf, wa? Ja, ich glaube, wir warten noch auf Silberwaffen, die ich mal mache. Das wird so eine Variante, vor allem für Iliana, damit es ein bisschen mehr Damage macht. Für Sowen war ein normales Feuerbuch. Hilft nicht, so geht auch nicht. Wann geht das endlich mal? Da geht sicher auf irgendeine Art und Weise, bloß muss ich mal finden. So, 23.000 haben wir schon sehr, sehr viel. Kann ich mal die einzelnen Heilmittel so verscherbeln. Ja, vor allem, wenn wir sagen, der erste Part ein bisschen hier aufstocken, Zuweis, wobei Zuweis muss er gar nicht, da kann ja nachher noch. Die ganzen Gespräche und so weiter, das muss jetzt noch sein. Hier ist sowieso nichts mehr, da ist auch nichts, da passt. Ein Lagusbogen, ein paar Wurfbeile, die können auch nicht schaden. Das sieht soweit auch gut aus. Schnitt ist so ein bisschen wenig, aber okay, kann ich gar nicht verkaufen, dann schlecht. Soweit zum Rüstung, Fähigkeiten. Ich habe zwar neue, aber wie gesagt, werde ich auch noch warten bis zur Entwicklung der Charaktere, bis ich die ein bisschen verteile. Yeah, Mann. Mann, Alia.
Du hättest so nötig. Ich hätte vorher speichern sollen, war ich Trottel. Bei der 15 wilde Tiere. Ja, gerade nochmal. Das ist jetzt gar nicht nötig, das Level D ist gut genug. Er hätte oder könnte, aber wieso eigentlich nicht? Jo, passt. Noch 3 Level bis zur Entwicklung. Volker will ich ja nicht, Iliana, der trainiere ich nicht, Rolf. So ein niedriges Level, da lohnt es gar nicht. Tja, sonst sieht es noch sehr, sehr gut aus. Ich muss gerade sagen, wir lassen es mal noch mit dem Level. Was ich so dringend nötig hätte. Naja, anderes Thema. Erfahrung 4. Ich gucke gerade wegen den Bonus-Erfahrungspunkten. Seht ihr jetzt das zum Beispiel? 2, 3. Okay, geht aber einen zurück. Wenn ich jetzt 4, 5, 5 auf 6. So, Punkte bleiben. Hey, wieso denn das? Weil es so ein niedriges Level noch ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Info, aber noch etwas Interessantes. Mal zum Beispiel los. Total vorsichtig. Jo, dankeschön. Sigrun, haben die noch Schönes? Samfin, was in der Wüste? Bitte nicht, wa? Das ist seltsam. Kann ich mir das erzählen? Das ist sehr trocken. Gut, das wäre selber gekommen. Diebe sind nicht so stark eingeschränkt. Okay. Magier. Fliegenden Sand aus einem Weg räumen, okay. Ja, also nächstes Kapitel sicher wieder mal die Magier und so dabei, aber dann vermutlich unser Gatry nicht, wahr? Nach Lagus. Ah, Lagus auch, okay, vielleicht nehmen wir noch beide wieder mit, also sprich Lette und Mordecai. Oh Mann, nee, sind wir... Ja, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, aber mich ehrlich gesagt interessiert das jetzt nicht großartig, die Gespräche hier. Ist übrigens auch bei anderen Fire Emblems und so. Bei mir der Fall, dass ich die meisten ein bisschen überspringe und nur so am Rande mitlese. Halunke. Das wäre eine Möglichkeit. Nee, so Leute. Der mag vielleicht von einem von euren Lieblings sein, das ist eine ganz coole Einheit, würde gut leveln, gute Erfahrungspunkte, sage ich schon, gute Statuspunkte bekommen, aber nö, kein Bock drauf. Dienst trainieren, nö. Das ist ja nicht von dir. Ja, komm, mach ein bisschen hin, sonst überspringen wir es mal ganz komplett. Ja. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwelche Dinger gibt. Sonstige Bonuspunkte, aber scheinbar noch nicht. So, mit Stella auf dem Feld. Naja. So, Leute, mal ganz kurz abspeichern und dann gucken wir uns mal ganz kurz noch die Mission an. Aber sonst Kapitel 15 machen wir im nächsten Part. So, und sag mal, geht es dir gut? Die wächst neuerdings, naja, so deprimiert. Wirklich seltsam, mir fällt aber gar nichts ein, was mich beschäftigen würde. Na, wenn du das sagst. So, die Wüste wartet, jetzt von, wo betreten wir sie? Soen. Und das nicht länger nötig, bereits erwartet, Wer seid ihr? Antwortet mir! Wir sind Söldner, wir wurden angeheuert, um Banditen, die dagegen die Unwesen treiben, das Handwerk zu legen. Noch mehr Hunde des Senators. Bezeichnet uns als Diebe, damit ihr einen Grund habt, uns umzubringen, aber wir lassen uns nicht so einfach besiegen. Merkt euch meine Worte gut. Der Tag wird kommen, an dem alle Sklaven frei sein werden und ihr für eure Verbrechen bestraft werdet. Wovon quatschst du? Kommt, Brüder werden siegen. Scheiße. Wüste Gran.
Oder Gran. Ne, Gran vermutlich eher. Transform! Das will aber gar nicht. Lagusa nicht. Das ändert nichts daran der Tatsache, dass sie Banditen sind. Wir dürfen nicht gleichzeitig werden. Ich weiß, was ich tue. Alle mal, passen mit Santi auf. Der Vordergrund kämpft gut. Ja, gut kämpfen, nicht dann schlecht. Das sind alles Lagus? Okay, Erfahrungspunkt lassen grüßen. Okay, die Verwandlung muss man mal abwarten, wa? Beziehungsweise eben auch nicht. Muss so vorkommen. Der kann sich gleich, okay. Mal gucken, ob die Ende was zum Droppen. Teilweise haben sie Heilmittel. Ist ja der Boss hier, ja. Ein Tiger, hey, wieso? Ja so, beibehalten an tierlichen Gestalt, der ist so fies, ey. Ding, du, 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 du. Ja. Wir wollen eigentlich Lagus retten und so, wa? Also ich glaube, das Kapitel hier wird ziemlich übel in der Hinsicht. Ja, toll. Das wird saumäßig. Moment mal, das ist eine Wüste. Ah, stimmt, das ist doch das Kapitel, wo mir, ja, ein Tipp gegeben wurde. Weil hier überall Items versteckt sind im Boden. Okay, ja, es sollen hier Items versteckt sein, die man am besten mit unseren Lagus-Freunden findet. Wisst ihr was, werden wir dann für den nächsten Part ein bisschen vorbereiten und mir eine Karte suchen, wo halt überall die Orte, naja, ja, einfach überall die Orte stehen. Dann dauert das Suchen nicht so lange. Jetzt habe ich erstmal Tuppen. Na toll, warte mal ganz kurz. Dann kann ich irgendwie gucken, wie weit sie hier... Mann, ey, ich will nur noch gucken. Wie weit sie im Ding kommen halt, im Sand vorwärts. Okay, Getry bleibt hier, haben wir schon mal gesagt. Ritter hoffe, dass die trotzdem ein bisschen vorwärts kommen. So und Ilya sind sowieso klar. Der nö. Diebe, Mordecai kommt mit und Lette auch noch. Na, wir alle. Ja. Das ist halt, die ich mitnehmen will. Also, ja, wie gesagt, Mordecai und Lette sind fürs Training noch. Es sind zwar viele Lagus. Ich hoffe trotzdem, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und lass deswegen Titania zurück. Oh, das wird eine Schlacht, hey. Naja, jetzt natürlich brauchen wir noch die richtigen Items. Er braucht nix. Lagus-Dingsbums. Gut, dass ein Schnitt im Notfall war. Sie hat auch nix. Unser guter Boy. Hast du noch irgendwie, das irgendwie so eine spezielle Axt war? Genau, die Lagus-Axt. Die wird reinhauen, ey. Was, dann haben wir nicht. Meisteraxt auch noch? Nee, wenn du Lagus hast, brauchst du die auch nicht. Dann noch ein paar Items. Im Sinne von Heilmittel, ja. Okay, wir bauen auch schon mal soweit. So, jetzt kriegt sie noch Laguslanz von ihr. Ich habe gehofft, das kann mehr später, aber sie muss da Schaden machen. Kevin, ja, deine Kurzaxt ist zwar nicht schlecht. Stabax brauchst du jetzt nicht. Nimmst du das im Wurfball mit? Das passt. So, bei dir ist mir das Feuer nicht so ganz geheuer. Das Feuer nicht ganz... Scheiße, nichts gekauft. Toll. Wir werden noch ein bisschen aufleveln gerade. Ne, komm, jetzt schon so Feuer eingesetzt. Der Verschwendung, wenn ich jetzt Waffenschreiben einsetzen würde. Ich muss Elfen nicht für später aufbewahren. Dann gebe ich den Donner weg und hoffe, dass er jetzt noch mit Feuer levelt. Dann sprich er das Waffenlevel, war. Chill. Ich weiß, du bist gern chillig, aber jetzt brauchst du ein bisschen was anderes. Stahl hast du noch, nimmst noch Eisen. Donner ist bei dir cool, das wissen wir. Elfenwind
Feuer wirst du eh nicht hochkriegen. Wind vielleicht, nehmen sie den noch mit. Rolf, unser guter Rolf, du hast sowieso auch ein... Ne, kann sowieso also nicht brauchen. Wo ist denn... Ah, da ist Stella. Ich dachte gerade, hey, wo ist denn Stella hin? Auch sie kann es noch nicht verwenden wegen Waffenlevel, war. Na gut, Langbogen geht sowieso bei ihr nicht. Bei ihr haben wir sogar versucht, schon einen Waffenschrein einzusetzen. Ja, komm doch, muss sein. Mann. Ja. Ja, sie haben jetzt seit 1-2 Kapiteln, also wird sonst echt zu mühselig. Also nimmst du von Anfang an jetzt ein höheres Waffenlevel hier. Moment mal ganz kurz, wenn ich das ablege. Ich glaube, das Netz wieder. Der geht auch nicht. Hey, wieso kann ich das noch nutzen? Oh, scheiße. Ja, ganz toll, Leute. Gehen wir zurück zur Basis schnell. Was geht's jetzt? Da geht es echt nur irgendwie hier im Vorbereitungsbildschirm. Ja, das steht hier verwenden, okay. Geht echt nur hier. Sorry dafür, aber kann ich nicht ahnen. So, jetzt kann ich den Lagusbogen benutzen und weil ich noch lustig drauf bin, den Meiselbogen auch noch. Ja, ich muss ja bloß hoffen, dass es nicht drauf geht. Du rüstest das mal aus. Du wirst Eisenschwert, du sollst nicht unbedingt killen, das sollst du anderen überlassen. Wenn ich schon mal hier bin. Ja, sorry Leute, ist aber halt Vorbereitung und so. Und das muss teilweise auch sein. Ich mache sonst schon länger Kapitel, damit es spannender ist. Aber das muss dann doch noch sein. Leicht langsam am Anfang. Sie muss unbedingt mehr treffen. Nee, das ist echt bei ihr ein Problem. Rolf, da der Bogen ist gut. Mordecai, der kann sowieso noch was. Und die kommen gar nicht mit. Mal speichern und dann müsste es eigentlich gut sein, wa? Wie sieht's aus? Die haben alle ihre Waffen, zumindest mal die einigermaßen einsetzen können. Ja. Position, das wird noch lustig, Leute. Ich verteile mal die ein bisschen. Wo haben wir Volker? Das hier. Und zwar bei den ganzen Waffen und so. Was hier versteckt im Sand ist und so. Okay, wir haben hier Raubtiere, wa? Relativ viel. Und hinten geht es noch weiter. Ach du Scheibenkleister. Gegen Raubtiere ist doch Feuer effektiver. Soll Liana eher hier unten mitgehen? Ja, doch, Position. Die tauschen seid ihr ein bisschen hinten. Ja, auf jeden Fall noch richtig übel, Freunde. Doch das und vieles mehr sind wir dann nächsten Part wieder bei Fire Emblem Path of Radiance, wenn es darum geht, ja, die Lagus abzuschlachten. Klingt doof, aber ist so. Wir müssen die unbedingt klein kriegen. Man schon wieder. Müssen noch ein bisschen drauf. Jetzt geht's plötzlich. Und natürlich nicht. Dann noch ein bisschen gucken halt, wann die sich halt transformieren. Der zum Beispiel sofort, muss ich dann dem ein bisschen früher zuschlagen. Das ist eigentlich der Vorteil, solange die transformiert sind, können sie nicht angreifen. Dann noch die ganzen Schätze bergen und hoffentlich einen oder anderen Charakter auf Level 20 bringen, zum Beispiel Zoan, Kevin, Boyd, Stella vielleicht Level 10 sogar noch. Seahawk hoffentlich auch noch, und dass alle noch ein bisschen leveln kann. Und vor allem Gino Marcia müssen viel noch, also
Ne, massier weniger, aber chill vor allem. Ja, das will es mehr sein, wenn der nächste Part hier bei Fire Emblem 9. Bis dahin, ciao zusammen.